Ja, guten Mittag miteinander. Wir sind bei Talk and Pray hier im Studio in Zürich-Dübendorf mit mir, Susan und Lea. Schön, mit euch hier zu sein und schön mit dir hier zu sein, wo auch immer du jetzt gerade zuschaust. Du darfst das gerne auch in den Chat hineinschreiben, was du jetzt gerade am Laufen bist. Wir werden in der nächsten halben Stunde zusammen beten und ich werde ein, zwei heiße Fragen Lea zusammenstellen. Und wir werden zusammen auch austauschen. Also nutzt die Möglichkeit vom Chat in dieser kommenden Zeit. Und ich glaube, dass Gott wirklich Geniales tun wird in dieser Zeit. Leo, du Engelserie, wir haben wieder gestartet. Nimm uns kurz vielleicht mit, wenn du die Message in 2, 3 Sätzen zusammenfassen würdest. Was wäre das? Also Gott ist Jakob begegnet ihm von einer Leiter und Engel kamen rauf und runter und das ist eigentlich der matchentscheidende Punkt, weil Engel sind eigentlich das Bodenpersonal, das Gott schickt, um uns zu helfen, aber da wo auch Engel sind, ist auch sagen wir, ein Portal zum Himmel offen in dem Sinne und sie helfen uns wirklich mit Gott zu begegnen und überall da, wo man eben auch dann beginnt, Gott anzubeten, das war dann durch Jakob im späteren Fall der Fall, aber immer da, wo man Gott anbetet, in der Bibel Offenbarung sind immer auch Engel involviert und das bedeutet, da wo Engel sind, ist das Bodenpersonal da und der Himmel geht auch offen. Es ist immer eine Atmosphäre, die wurde verändert. Das sieht man eigentlich der ganzen Weihnachtsgeschichte. Habt keine Angst, der Friede ist da, Gott hat eine Botschaft und darum ist eben Worship öffnet das Portal zum Himmel und Engel umgeben uns wie so ein Schutzschild. Also das heißt, wenn wir Worship kommen die Engel oder wenn die Engel kommen, worshipen wir? Es ist eben beides, es ist eben immer ein schönes Wechselbad, es ist eben immer beides. Manchmal ist es so, die Engel sind zuerst da und dann kommen wir, manchmal sind wir da und dann kommen die Engel. Und es ist eben, ich finde es ist nicht so linear, in dem Sinne, es ist immer sowohl als auch. Susan, hattest du mal die letzte eine Engelsbegegnung und hattest du das? Also es gibt ja Leute, die sehen Engel, die erzählen, sie sehen in der Celebration hier und dort Engel. Meine Engelsbegegnung war in dem Sinne, als ich irgendwo mal eine Predigt gemacht habe und gesagt habe, jetzt möchte ich gerne Engel sehen, weil ich brauche deine Gegenwart. Und dann hatte ich das Gefühl, dass so 2 Fenster, von der Bühne habe ich auf 2 Fenster geschaut, auf 2 Fensterflügel und Betonung auf Flügel. Das war dann so, wie wenn der Heilige Geist mir sagen würde, hey, das sind die Engel. Also die Fensterflügel waren dann irgendwann die Flügel der Engel. Und das hat mich einfach ermutigt zu diesem Zeitpunkt. Und egal, und um das geht's. Also es stärkt etwas in uns drin und das ist um das, was es geht. Also denn, was mir eben ist, ich habe gemerkt, über Engel ist nicht so ein einfaches Thema, weil wir reden oft über den Heiligen Geist und da habe ich am Anfang, als ich bin katholisch, hatte ich auch meine Ängste und ich habe mich da in das Thema hinein entwickelt und irgendwann merke ich, der Heilige Geist ist völlig normal und hilft dir. Aber das ganze Engel-Thema, merke ich, ist etwas, über das predigen wir fast nie. Und das ganze Buch der Offenbarung, in der Endzeit sind Engel matchentscheidend. Sie werden die Gerichte halten, sie werden die Schalen ausleeren, sie werden das Evangelium mit uns zusammen verkündigen, sie werden Wunder bewirken. Also all das wird noch kommen. Und ich merke, für mich persönlich ist es ein Thema, wo es hilft mir ein bisschen darüber nachzudenken, weil der Heilige Geist wohnt in mir drin, aber die Engel sind die eigentlich für uns kämpfen in der unsichtbaren Welt. Die gehen eigentlich voran, wie so eine Armee oder auch ein Schutzschild. Und ich glaube, Elia oder Elisa, bin ich mir nicht ganz sicher, die hatten ja einen großen Kampf gehabt und sie wussten, sie werden nicht gewinnen. Und dann hat ja er gebetet, dass der Diener ihm die Augen öffnet. Und dann sieht er im Himmel Engel mit Feuerwagen. Und dann sagt die Engel, wir sind in der Überzahl. Und das war eine krasse Ermutigung, dass eben auch in der unsichtbaren Welt gehen Kämpfe ab, von denen wir oft keine Notiz nehmen und auch Dinge, ich sage jetzt mal, gelöst wird, wo wir dann plötzlich einfach hindurchlaufen im Leben und uns gar nicht bewusst sind, dass irgendjemand für uns wie so vorgepflugt ist. Und mir hilft es ein bisschen, in diesem Thema mich auseinanderzusetzen. Aber man betet der Engel nicht an in dem Sinne, aber doch, nein, man betet sie nicht an, aber Gott schickt Engel, Gott befiehlt Engel. Aber damit bewusst zu machen, ich habe den Heiligen Geist in mir, aber dann habe ich auch noch Engel, die sind vor mir, finde ich ein cooles Bild. Eben, aber im Unterschied zum Heiligen Geist, mit dem spreche ich, mit dem bete ich, ja. Mit Engeln beginne ich jetzt ja nicht unbedingt zu sprechen, ja. Aber was da mein erster oder unser oder dein erster Punkt ist aus der Message, Worship ist Gottes Wohnort. Also
würde ich es jetzt für mich so sagen, du kannst da ja noch was ergänzen oder widersprechen, wenn ich Gott anbete, dann kommen die Engel. Also ich rufe die Engel nicht zu Hilfe, sondern ich bete Gott an und weiß, die Engel werden mich darin unterstützen. Oder wie soll man das verstehen? Es ist immer so, wenn du beginnst, also wenn ich zum Beispiel unter der Dusche bin, immer ein gutes Beispiel, ich beginne zu singen. Es ändert sich in der Atmosphäre etwas. Auch wenn ich in einem Hotel unterwegs bin und ich fühle, das ist ein komischer Geist und ich beginne Worship-Lieder zu hören, zum Beispiel dieses The House of Miracles oder was auch immer. Es ändert sich etwas im Raum. Und wir sagen einfach, es ändert sich was im Raum. Die Atmosphäre ist anders. Aber was ist dann Atmosphäre? Atmosphäre Ja. geschieht nicht einfach automatisch, sondern ich glaube, Engel kommen und nehmen diesen Raum ein und du merkst plötzlich, ein Frieden ist da, das Zimmer ist plötzlich nicht mehr so komisch in dem Sinne oder man merkt plötzlich, man schläft plötzlich wieder tief, hat keine Albträume mehr. Also es ist wie eine Realität, die plötzlich kommt. Du hast da einen Bibelvers, vielleicht wollt ihr den vorlesen, da können wir vielleicht gerade das Anfang beten mit Worship starten hier. Ja. Worship-Gebet, ohne Piano und Gitarre. Ja, genau. Im Psalm 22, Vers 4 heißt, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Also zum einen dort, wo sie Loblieder singen. Wir singen jetzt nicht, aber wir können Gott einfach Danke sagen. Und das kannst du ja genauso machen. Du kannst uns in den Chat schreiben, wofür du dankbar bist. Und dann auch wie du sagst, das prägt die Atmosphäre und dann kann ich auch Danke sagen, Gott im Himmel, dass du Engel erschaffen hast, die uns helfen und das ist mein Gebet heute oder mein Dank an dich, Gott im Himmel, dass ich dich anbeten kann und dass Engel mir dabei helfen, dass Engel die Atmosphäre prägen. Vielen Dank, Gott im Himmel. Bist du da, wo wir dich im Zentrum haben, wo wir dich anbeten, wo wir sagen, wie gut du bist, wie groß du bist, was für ein allmächtiger Gott, dass du bist. Ich sage dir auch danke, dass du hast mich geformt im Leibe meiner Mutter. Du hast mich gewollt, du hast diesen DNA und meine Hautfarbe, meine Augen, meine Größe, all das hast du mich hineingelegt. Und du warst am Ursprung bei meiner Erschöpfung, warst du dabei. Und du bist auch der im Buch des Lebens festgelegt hat, also in dem Buch vom Leben festgelegt hat, wann ist mein Tag, wenn ich von dieser Erde gehe. Und in diesem Anfang und Ende hast du alles unternommen, um uns zu tragen, um uns zu unterstützen, um uns zu begleiten, um auch Dinge zu lenken. Und ich bin dir einfach so dankbar, dass mein Leben ist nicht einfach ein Spielball oder ein Blatt im Wind, das wird dann, je nach Wind, wird das hingetragen, sondern ich habe einen Gott an der Seite, der seine schützende, segnende, leitende und stärkende Hand über meinem Leben hält und mich auch leitet und führt. Und ich bin geborgen, weil ich weiß, du bist mein Anfang und mein Ende, das Alpha und Omega, das erste und auch das letzte Wort. Und ich danke dir einfach für all diese Wunder, wenn ich in meinem Leben zurückschaue. Es sind viele, viele kleine Wunder, viele spektakuläre Wunder. Ja. Aber ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du bist der gleiche von gestern, der die Wunder gemacht hat, genauso auch heute, wo du Wunder bewirkst, aber auch in der Zukunft wirst du Wunder bewirken. Ja, Gott, du bist ein stolzer Papa. Du bist freundlich. Gott, du hast Zeit für mich. Ich bin danke, dass du über mich wachst. Du bist großartig. Ich danke, dass du mich geschaffen hast und der Schöpfer bist von der ganzen Erde. Du bist der König über diese Erde und über das Universum. Und wir beten dich an hier. Wir ehren dich. Ja, und ich bete dich einfach an, dass während wir dir sagen, wer du bist, dass die Engel eine Leiter aufbauen, wo sie den Himmel auf diese Erde bringen. Jetzt da, wo jede einzelne Person zuschaut und zuhört, da wird einfach jetzt die Atmosphäre geprägt und der Himmel ist offen und eine Leiter wird aufgebaut. Und ich danke dir, Gott im Himmel, für die Engelwesen, die das einfach unterstützen. Da, wo ich bin. Und ich finde es so ein schöner Gedanke, dass du weißt, ich bist nicht alleine. Du kannst alleine beten, aber plötzlich ist einfach in der unsichtbaren Welt sind da Engel. Und natürlich, Engel können auch eine Form von einer Person annehmen, aber oft sind Engel für uns unsichtbar. Aber sie sind hier im Raum
Und das kannst du dir vorstellen, Engel dich umgeben, ist wie so ein Schutzschirm, wie so ein Schild, das in dieser Atmosphäre, wo ich drin bin und dieser Glocke Gottes, geschieht eben Offenbarung. Plötzlich merke ich, dass Gott zu mir spricht und ich Dinge höre, Dinge wahrnehme, Dinge erkenne oder auch plötzlich auch Dinge verstehe oder plötzlich kommt Weisheit hinein. Plötzlich merke ich habe wieder Hoffnung, ich habe wieder einen Glauben, ich habe eine Perspektive. Ich habe plötzlich einfach das Gefühl, doch das nächste Kapitel, wo Gott schreibt, ist anders, aber es wird spektakulär sein. In dieser Atmosphäre eben geschehen eben Offenbarung, aber Gott deckt auch Dinge auf. Aber wenn Gott Dinge aufdeckt, ist es immer dazu da, dass ich Dinge loslassen kann, um mich bereit zu machen für das, was vor mir wieder ist. Und das ist wie eine Atmosphäre, die die Engel kreieren, dass ich einfach eine Begegnung mit dir, dem heiligen Gott, haben darf. Und da geschehen immer ganz, ganz großartige Wunder in meinem Leben. Oh man, hey, das schreiben einige Leute, es steht ja geschrieben, dass sei gastfreundlich, ohne zu wissen, haben manche Engel bei sich willkommen geheißen. So krasser Gedanke. Ja. Du hast gebetet, dass wir göttliche Perspektive bekommen. Ich finde das so etwas Spannendes, wie das immer wieder passiert, wie im Worship bekomme ich wieder klare Sicht. Das finde ich mega spannend. Wie war das jetzt nochmal bei Jakob? Jakob war ja, ich finde eben den Kontext mega interessant, er war ein Betrüger, ein Lügner, hat den Bruder betrogen für das Erstgeburtsrecht, dann den Vater für den Segen, einfach gelogen, war dann auf der Flucht vom Bruder Esau, der war der bekannte gute Jäger und eigentlich wusste von der Kraft her, wusste Jakob hat keine Chance. Und das musst du dir mal vorstellen, mit diesem auf der Flucht und der Bruder ist der hinterher und du hast ihm wirklich einfach alles gestohlen, was man stehlen kann. Ist ja nicht ein Gefühl, du sagst, ich schlafe jetzt im Frieden. Hat mit Unruhe geschlafen, das musst du dir mal vorstellen. Und was hier in der Geschichte mich am meisten berührt, ist eigentlich, dass Gott in seiner größten Unruhe begegnet Gott Jakob. Also es ist nicht einfach so, wir machen bewusst einen Fehler und dann Gott sagt, dein Thema geht mich nichts an, hast es selber verbockt. Nee, sogar im größten verbockten Fehler begegnet Gott Jakob. Und das finde ich persönlich in der Geschichte mega wertschätzend. Das zeigt, wie unendlich du hast es gesagt im Gebet, der Vater stolz auf unserem Leben ist und einfach nicht das zulässt, dass wir in dem weiterleben. Und dann hat eben Jakob realisiert, Engel kamen rauf und runter in dieser Leiter und er hat realisiert, der Himmel ist offen und das Bodenpersonal kommt runter und dann hat er gesagt, ich habe es gar nicht gemerkt. Also oft das Gefühl, das wir dann haben, ich habe was verbockt, sagt das Gefühl, ja, Gott ist nicht mehr für mich. Und da kommen alle diese Sätze. Und ich glaube, Jakob hatte diese Sätze alle auch. Da hat er gemerkt, und das ist doch ein Ort, wo Gott wohnt und ich, der Einzige, habe es nicht gemerkt. Und dann hat er ja einen Altar gebaut und hat den Ort Luz, das ist eigentlich im Hebräischen, wenn Namen vorkommen, ist es immer eine Bedeutung, aber Luz steht für nichts. Und dann hat er gesagt, okay, ab jetzt nenne ich das Bethel, das Haus Gottes. Ich ändere diesen Ort. Und wenn man dann die Geschichte von Jakob später anschaut, wurde der Ort, den er geweiht hatte, wurde zum Zentrum von ihrem Leben in dem Sinne. Also mega, mega krass. Den größten Bock, den er gemacht hat, kann er nochmals sein Leben ändern. Und ich sage immer, die Engel haben einen Auftrag, das Portal zum Himmel aufzumachen, dass wir eben Gott begegnen. Aber es ist auch nur eine Art. Leute sagen, ist denn das einzige Art und Weise von Worship? Nein, das ist einer von vielen Arten, wie Gott uns begegnet. Also Gott hat nicht nur eine Art. Und ich bin froh, dass Gott viele Arten hat, um ihm zu begegnen. Eben, das ist ja du hast so gesagt, Worship bringt den Himmel auf die Erde. Man entdeckt die göttliche Perspektive. Wie erlebt ihr das jetzt in eurem Leben? Also der Jakob, der hat eigentlich nichts gemacht, der war einfach am Schlafen. Aber wir können ja auch Dinge machen. Aber was ist, wenn wir merken, ich finde es schwierig, etwas zu machen? Also hattet ihr auch schon einen Moment, dass ihr sagt, es ist schwierig, jetzt in dieser Situation zu worshipen, damit ich wieder eine göttliche Perspektive bekommen kann? Also absolut. Das ist ja nicht einfach immer so, das Leben ist ein Ponyhof, oder? Manchmal tun auch die Leute doof, oder? Aber es ist ja nicht immer so, dass man sich nach Worship fühlt. Aber was mir hilft, wenn ich weiß und ich habe diese Perspektive, egal wie sind meine Gefühle oder Umstände, wenn ich beginne, Gott anzubeten und wenn ich nicht singen mag, dann hört auf YouTube halt Bethel, ICF, was auch immer.
das macht einen krassen Unterschied und wirklich, was eben bei Worship geschieht, und ich glaube, das ist eine der größten Begabungen, es entsteht Hoffnung. Und Hoffnung ist etwas, was man nicht töten kann. Der Teufel versucht immer, Hoffnung zu töten. Und Menschen, die noch so am Boden sind, wenn plötzlich der Geist Gottes kommt oder die Engel kommen, entsteht Hoffnung. Und Hoffnung ist, ich sage jetzt mal, das Grund-DNA von diesem Gott im Himmel. Und dann entsteht plötzlich wieder Hoffnung, man hat wieder Glauben oder eine Kraft oder was auch immer dann die Situation ist. Worship hat nicht so viel zu tun, ich fühle mich jetzt gerade in der Lage. Es ist wie man sagt, ich mache keinen Sport mehr, weil ich habe keinen Bock mehr. Und dann irgendwann wirst du merken, du machst keinen Sport mehr. Und es ist einfach so, wenn ich diese Bewusstsein habe, wenn ich beginne, Gott anzubeten, ich singe oder ich lass ICF Worship, was immer, es ändert sich etwas. Und das mache ich auf den Reisen fast immer wieder. Ich lasse ein Worship-Lied laufen, weil ich nicht singen will, wenn ich aufstehe im Hotelzimmer. Und das ändert sich einfach die Atmosphäre von diesem Raum, weil ich weiß nicht, was in diesem Hotelzimmer alles schon geschehen die letzten paar Jahre. Aber ich kann dem Moment sagen, jetzt, wo ich da bin, ist das Bethel, Haus Gottes. Die Atmosphäre präge ich. Ja, ich habe es auch, ich erlebe es genau gleich. Einfach sagen, so, stopp, ich fühle mich nicht nach Worship, aber einen Knopf drücken und Worship laufen lassen kann ich immer. Oder was ich auch kann, mich dazu entscheiden, zum Dinge aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Und auch das gibt einen Wechsel. Und ich habe gerade eine Mutter, die hat mir erzählt, so miese Stimmung mit ihren Kindern zu Hause, krank und dann langweilig und so. Und vielleicht kennst du das, aus einem Grund ist so eine miese Stimmung und es kann von einem Knopfdruck auf den anderen wechseln und wir können diese Situation prägen. Das ist das, was eigentlich die Geschichte von Jakob uns lehrt. Ich denke, komm, lass uns auch dafür, also gerade vielleicht beten, auch wenn du zu Hause jetzt bist und du schaust zu und du merkst, in meiner Situation bin ich eben auch nicht optimal wie bei Jakob. Ich sehe nicht einen Ausweg, ich sehe nicht, was Gott tut, ich sehe nicht, wo er ist. Ich bin da wie alleine. Lass uns beten, dass du wieder den offenen Himmel sehen kannst. Ist das gut? Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du einfach diesen Ort bewohnt hast, wo Jakob sich hingelegt hat. Und du siehst jede einzelne Person, du siehst auch uns selber, wo wir gerade sind. Und ich danke dir, dass du hier den Himmel öffnest. Und aus verschiedenen Gründen. Vielleicht, weil wir Worship-Musik laufen lassen, vielleicht weil wir dir Danke sagen, vielleicht auch deshalb, weil wir dich einfach darum bitten und das machen wir jetzt. Ich bitte dich, dass du einfach solche Momente jetzt austeilst und dass du Engel schickst, die Offenbarungen senden, wie sie Jakob gesendet haben, so wie es hier steht im 1. Mose 28, während er schlief, während wir hier sitzen, während du deinen Kopf auf Stein legst, das hat Jakob gemacht und das bedeutet vielleicht auch auf harte Umstände. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab, oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und Heiliger Geist, himmlischer Vater, ich bitte dich einfach für dein Wort jetzt in diese Situation hinein, wo jeder von uns ist. Du hast es auch mega gut erwähnt, denn es ist eine Geborgenheit, wo ich auch darüber gesprochen habe. Das ist eine Geborgenheit, die entsteht. Ich habe gesagt, in unserem Körper gibt es Laminin, das Proteinmolekül, das ist ein Kleber. Das ist noch interessant, oder? Was hält dann die Knochen und die Sehnen und das Fleisch und die Dings zusammen? Das ist das Proteinmolekül. Hält alles zusammen. Wenn du so mit Mikroskop das anschaut, sieht man wie ein Kreuz. Und ich finde es mega interessant, das heißt schon in unserem Rückgrat ist eigentlich Gott hineingelegt.
So, das ist mal einfach mal ganz physisch aus dem Körper. Aber dann hat Gott den Engel befohlen, uns zu tragen, dass wir unseren Fuß nicht an den Stein stoßen. Und das ist nicht im Kontext gemeint, so verstehe ich das, weil sonst geht es auch nicht auf, dass Engel dich tragen, es geschieht dir nichts mehr, du hast keinen Autounfall mehr, keinen Velounfall mehr, dein Hund und deine Katze. Und dann, wir haben auch Niederlagen auf dieser Erde. Das erleben wir Christen alle und sagen, ja, wie kann das sein, oder? Aber die Bibel sagt, Gott wird uns Engel schicken, die uns zum Ziel hineintragen. Und ich habe es gerade mit einer Person, bin ich auf unserer Kirche schwer krank, eigentlich unheilbar krank, medizinisch gesehen. Wir beten und wir wissen, Gott kann ein Wunder machen, Gott kann ein Wort sprechen, das ist auch das, was ich über ihr ausspreche. Aber sie sagt, es ist unvorstellbar, dass eine Kraft sie trägt. Sie sagt einfach, sie kann es nicht erklären, weil die Umstände ist das Gegenteil. Sie weiß eigentlich, ich werde in den Himmel gehen, wenn kein Wunder geschieht. Aber sie sagt, ich habe keinen Stress. Also Gott lässt mich auf dieser Erde und nimmt mich nach Hause. Und alle sprechen davon, sie fühlen sich getragen. Und das ist ja nicht einfach nur ein Gefühl. Und das sagt die Bibel, Engel sind plötzlich da, die dich eben nach Hause tragen. Und das ist für mich auch eine Perspektive, wo ich dann von diesen Leuten oder auch von einem Märtyrer höre das Gleiche auch immer wieder, die hinstehen und sagen, ja, es ist irgendetwas da, wo größer ist, jetzt einfach als nochmals meine Knie zu beugen und nicht zu sagen, Jesus Christus ist Herr. Die müsste nur sagen, ja, ich glaube jetzt nicht so an Jesus. Weißt du, dann wären sie ja weg. Nee, die sagen, sie können das nicht. Und dennoch sagen alle, das ist irgendetwas da, was mich trägt. Ja. Und diese Geschichten ermutigt mich immer wieder zu sagen, wenn ich auch in einer Situation bin, wo ich nicht mehr durchsehe, das habe ich ja auch, oder du das Latein verloren hast, sagt man da, ist diese Dimension da, dass Gott eben Engel schickt, um uns zu tragen, damit wir sicher nach Hause kommen. Also Gott spricht vom nach Hause kommen und wir sprechen immer nur von hier auf dieser Erde. Und Gott sagt, ja, ich kann schon schauen, dass hier auf dieser Zwischenphase ihr es besser habt. Ist auch okay. Aber Gottes Dimension ist, wenn wir im Himmel sind, wie ein Kind, dann sagt Gott, welcome home. Ja. Also das ist ja das, auf das sich Gott freut. Ja. Verstehst du? Gott hat eine andere Perspektive. Der wartet da vor der Tür und sagt, ja, dann kommst du endlich nach Hause. Und wir denken, ja nicht nach Hause gehen, oder? Das ist, die Theologie geht erst dann auf, oder die Bibel, wenn wir diese Perspektive haben. Ja. Für mich persönlich geht sie nur so auf, weil du siehst ja, die Jünger von Jesus sind alle als Märtyrer gestorben. Ja. Niemand hat gesagt, ja, ich habe an Jesus geglaubt, weil Prosperity, der Wohlstand und ich war gesund und geheilt. Da ist jetzt etwas in der Theologie reingekommen, ja, ist nicht nur falsch. Ich sage nicht, es ist alles falsch, aber es ist zu extrem. Und ich sage immer, in der Theologie, man muss immer die Ecken und Kanten ein bisschen schleifen und da bist du vielleicht ein bisschen in der Wahrheit. Aber ich finde, die Perspektive ist oft ein bisschen falsch, weil es ist nicht einfach so ein Trostpflaster, ein bisschen so, ja, kommt dann schon gut. Es kommt auch wirklich gut. Und das ist eine ganz andere Perspektive für Menschen, die in Not sind, für Menschen, die vielleicht nie erleben werden, also auch die Sklaven früher in Amerika, die hatten ja nicht die Perspektive, ich werde frei. Also muss ich mal vorstellen, wenn du sagst Prosperity Gospel, sagt ja schön für mich, ich bin ein Sklave. Die hatten eine andere Perspektive. Und diese Perspektive finde ich in meiner Generation, junge Generation, FOMO, Angst auf Feeling, die haben eine Angst, man verpasst etwas. Das Beste kommt jetzt noch. Hey, ich möchte gerade den Psalm 91 beten, weil dort steht ja, dass die Engel uns tragen. Und du kannst gerne die Augen schließen, da wo du bist, weil es geht jetzt darum, diese Geborgenheit zu spüren. Und ich spreche über unserem Leben aus. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott dem Höchsten, und da spreche ich dir zu, hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott wird dir seine Engel schicken und das sprechen wir jetzt aus über deinem Leben, da wo du bist. Und das Zeugnis, was Leo erzählt hat von dieser Person, die so schwer krank ist, wo sie einfach sagt, ich fühle mich getragen, weil du, Gott im Himmel, du schickst deine Engel, um uns zu beschützen, wohin wir auch gehen. Und es heißt nicht nur, wenn wir alles richtig machen, dann sind die Engel da und es muss alles richtig laufen, sonst sind die Engel da. Das heißt es auch nicht, sondern du wirst deine Engel schicken, um uns zu beschützen, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen.
und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Und diese Geborgenheit spreche ich einfach aus, jetzt in dem Moment. Egal, ob du in einer Trennung bist, egal, ob du gerade den Job verloren hast, egal, was für ein Gesundheitszustand du hast, was für eine Nachricht du soeben empfangen hast, egal wie deine Finanzen aussehen, egal wie deine Familie noch zusammengehalten werden kann oder zusammenhält, egal wie es aussieht in deinem Leben. Die Engel werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Amen. Amen. So stark. Danke, Susan, für das Gebet. Ich möchte dann die letzten paar Minuten zu diesem speziellen Moment kommen, wo Jakob hat dieser Ort umbenannt. Du hast es am Anfang schon erwähnt. Vielleicht, bevor wir da noch ganz praktisch werden, der Jakob hatte diesen Gott-Moment, hat darum gesagt, das ist ja eigentlich, wo Gott wohnt. Jetzt ist nicht mehr los, es ist besser. Wie können wir denn das bei allen so machen? Können wir das jetzt dann einfach so machen? Jede Situation umbenennen. Du hast es am Sonntag so krass gesagt. Eben, vielleicht schauen wir ganz kurz einen Clip an, wie du das von deiner Story, von deinem Vater. Und dann möchte ich noch kurz die Frage stellen. Ist gut? Also, wir schauen kurz den Clip an. Mein Vater war Alkoholiker. Mein Vater war nie zu Hause. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist meine Geschichte. Ich werde der Nächste sein wie alle anderen. Und ich habe meinen Ort geändert. Ich bin nicht wie mein Vater. Und ich bin kein Alkoholiker, sondern ich bin ein Kind Gottes, der in jedem Aspekt Freiheit erlebt. Und ich habe mein Leben neu definiert. Vielleicht musst du heute dein Leben neu mit Gott definieren. Dieser Moment am Sonntag hat mich sehr bewegt. Und ich habe in die Reihen geschaut und ich habe Menschen gesehen. Sie waren aufgestanden und wow, das ist so ermutigend. So ermutigend. Weil wir sind so oft an einem Ort, wo wir nicht sein wollen. Oder die Voraussetzungen sind nicht optimal. Und ich weiß, das ist so viel Kraft an deine Geschichte, aber die Frage dann kam eben auch auf, kann ich denn das einfach, oder gibt es auch Voraussetzungen, damit ich jetzt einfach sagen kann, ich bin jetzt das nicht mehr. Jetzt ist das der Ort, wo ich bin, jetzt ist das der Ort Gottes. Oder, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist eine gute Frage, wenn man eben den Kontext von Jakob anschaut. Also ein Betrüger, ein Lügner auf der Flucht vom Bruder. Und der Kontext war gewesen, er wollte um jeden Preis der Erste sein, um jeden Preis Reichtum, Wohlstand. Das war in seinem Leben mega krass da. Weil er wollte nicht einfach das dem Bruder überlassen. Seine ganzen Herzensmotivationen, was auch immer. Also, er merkt plötzlich, der Himmel ist offen, ich habe keine Chance, Gott wohnt ja bei mir und Gott sagt zu ihm, hey, ich möchte dir das Land geben. Warum in aller Welt, sagt Gott, kämpfst du selber? Wenn ich für dich kämpfe, bekommst du ein Land, wo du gar nicht kommen kannst. Und nachdem macht er diesen Altar und nur einen Satz später sagt Jakob, und das ist eben der Change, von nun an werde ich dir von allem, was ich habe, dir 10% geben. Also, muss dir mal vorstellen, vorher hat er alles genommen und dann sagt er, hey, ab jetzt werde ich nicht mehr selber kämpfen, sondern du 10% eben weggibst, du lässt ja los. Du musst dann plötzlich vertrauen, dass Gott ist ein Versorger. Das war ein Zusammenhang in seinem Leben. Also nicht nur ein Statement, sondern er hat auch etwas unternommen, dass er nicht mehr der ist, der stiehlt, der betrügt, sondern er hat das gechanged. Und wenn ich sage, ich bin nicht mein Vater, möchte ich mit dem sagen, also Alkohol und Süchte ist nicht mein Leben. Und dann kommt die Frage, ja, wie macht man das? Und das heißt dann für mich eben, dass ich das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit in meinem Leben an erster Stelle stelle und nicht meine Seele. Umkehr. Umkehr. Es hat eben auch mit Umkehr zu tun. Jetzt im Beispiel von Jakob. Also nicht nur den Altar alleine, sondern auch die Umkehr. Und ich finde es eben spannend, beim 10. ist es auch so, die Bibel sagt im Alten Testament, der Himmel geht offen. Und bei Jakob war der Himmel offen durch die Engel und der 10. öffnet den Himmel auch nochmals. Und er hat das geändert mit diesem Proklamation. Und darum, wenn ich sage, ich bin nicht mein Vater, habe ich auch was geändert
in dem Sinne. Ja, und ich glaube, wichtig ist auch, dass offensichtlich die Begegnung mit diesem Gott, wo er da hatte, in eine Berührung sich gewandelt hat. Also er ist ihm nicht nur begegnet, sondern er hat sich auch berühren lassen. Der Jakob hat sein Herz berühren lassen von diesem Gott im Himmel und die Folge davon ist die Umkehr. Die Folge davon ist, dass er dann, wie das steht im 1. Mose 28, am nächsten Morgen stand er früh auf, er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Also man sieht, er hatte nicht nur eine Begegnung mit Gott, sondern eine Berührung und das war dann der Ausdruck und deswegen konnte es umbenennen. Also das ist, glaube ich, für mich etwas, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich wollte schon öfters Dinge nicht mehr tun, aber dort, wo ich berührt wurde und nicht nur begegnet mit, das wäre ein guter Gedanke oder das sollte man so und so, das hat nicht funktioniert. Aber da irgendwann gibt es so einen Punkt, wo man merkt, er hat das Herz berührt und es gibt eine Kraft, die für mich arbeitet. Es ist gerade jetzt in den Sinn gekommen, also ich bin ja wirklich nicht so sprachbegabt, das ist einfach ein Fall. Ich bin Legastheniker, das merken viele Leute nicht, aber ich muss mir die Quotes alles aufschreiben, sogar Namen, ich vergesse Namen, das ist krass. Und dann habe ich ja oft das natürlich auch so gesagt, das habe ich auch ein bisschen gebracht, so, oh du Armer, ich bin nicht so gut im Englisch. Aber mein Hochdeutsch ist ja nicht besser, mein Schweizerdeutsch ist auch nicht besser als mein Englisch. Und irgendwann sagte eine sehr gute Freundin von uns, sagt das nie mehr. Du machst eine Festlegung, was sind deine Möglichkeiten. Und wenn du das aussprichst, du definierst etwas und sie sagt, und jetzt ist genug und ab jetzt sagst du, mein Englisch ist gut, sonst würdest du nicht in Amerika und irgendwo predigen. Und das war für mich genau gleich, ich habe das etwas geändert. Ich habe gesagt, das stimmt nämlich gar nicht, weil ich bekomme jede Woche 3 Feedbacks über Sätze, die ich besser machen kann. Also ich mache ja gar nicht nichts. Ich habe schon immer was gemacht, dass ich besser werde. Sie hat gesagt, und jetzt ist es fertig, ändere das und sagt, mein English is enough and it's great. Und das macht hier oben etwas. Und logisch mache ich ja nicht nur das Statement und lerne nicht Englisch. Aber ich habe beides gemacht. Aber ich habe doch gemerkt, ich habe das immer als einen Vorwand gebraucht, weil ich mich verglichen habe mit der Frau in Kalifornien, wo perfekt Englisch spricht. Aber ich spreche mehrere Sprachen. Verstehst du alleine? Und ich habe diese Festlegung, wie jetzt Jakob, genommen und habe sie geändert und habe gesagt, nein, ab jetzt wirklich, mein Englisch ist Bethel, House of God. Ich glaube, das ist so praxisnah. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt hier einfach im Chat das einfach auch so machen, dass du sagst, okay, du schreibst im Chat auf, wo du vielleicht deine Situation umbenennen möchtest. Und dann beten wir hier zusammen, wo du sagst, alright, wo deine Situation, du sagst, okay, bis jetzt eben nicht so, ich stelle mir immer vor so unvorteilhafte Situationen, wo du sagst, ja, ich habe keinen Job. Oder ich bin jetzt gerade in einer Krise oder mein Kind möchte das nicht oder jemand hat gesagt, mein Kind möchte nicht mit mir sprechen, heute hat Geburtstag, ich bete, dass Gott wieder meinen Sohn die Versöhnung bringt. Das sind alles Situationen und wie nenne ich das, was sehe ich, was Gott tun kann als diesen Basisort. Das finde ich so krass. Der Jakob hat ja gar nicht, eben, er war immer noch am gleichen Ort. Er war am gleichen Ort, aber er war nicht mehr der gleiche. Das ist es. Er hat sich geändert und der Bruder war immer noch hinter ihm her, aber er hat sich geändert und es geschieht etwas. Und dann gab es ja dann eben auch die Versöhnung mit dem Bruder, was eigentlich unvorstellbar gewesen ist. Das war das Wunder dann, ne? Können wir das machen, liebe Leute, dass wir einfach in einen Moment haben, wo du das in einen persönlichen Moment hast und wir schauen den Chat an, habt ihr den offen? Und dann fangen wir einfach an so zu beten, dass wirklich jetzt diese Gottesbegegnung auch in das hineinkommt und dass wir auch Weisheit bekommen zu wissen, welcher Schritt sollen wir jetzt machen, wo wir umkehren dürfen, dass wirklich Gott da das Wunder tut, wie die Versöhnung, wie eben der Bruder. Das ist dann das Werk Gottes, oder? Aber wir können anfangen zu sagen, ich fange an, die Situation, wo ich jetzt bin, anders zu benennen, weil Gott ist mit mir, Gott ist mit dir. Sind wir ready?
Genau, wir können vielleicht eher, also die Leute fangen an zu schreiben. Wir fangen einfach an zu beten. Ist das Ja. gut? Gott, du bewirkst Wunder. Und ich danke dir, dass wir nicht nur eine Begegnung mit dir haben, sondern dass ich öffne mein Herz für eine Berührung von dir. In der Situation, in diese Situationen, die da jetzt aufgeschrieben werden, dass die Menschen ihr Herz öffnen können und dass du sie berühren kannst, weil aus deiner Hand fließt Heilung, aus deiner Hand fließt Liebe, aus deiner Hand fließt Hoffnung, aus deiner Hand fließt Perspektive, Perspektivenwechsel. Ich bete auch für die Leute, die schreiben, ich möchte gerne meine Familie neu definieren, und ich finde das eben ein mega wichtiger Punkt, weil Familie ist nicht einfach irgendwie, sondern man definiert eben mit der Art, mit der Kultur, und man kann sagen, unsere Familie hat diese Werte. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben unsere Familienwerte aufgeschrieben. Also wie soll unsere Familie sein? Also wenn andere uns sehen, was sollten sie sagen, ist so typisch für uns. Und dann haben wir auch unsere verschiedenen Kulturen gechanged und haben etwas festgelegt. Und ich bete auch für die Leute, die sagen, ich möchte meinen Job definieren neu. Ja. Dann auch Leute, die sagen, für ihre Enkelkinder. Ja. Oder für die Person, die sagt, ich bin es wert, einen neuen Job zu finden. Was für eine schöne Bethel-Aussage. Ich bin es wert, einen neuen Job zu finden, und wir sprechen das einfach zusammen mit dir aus, und das trifft vielleicht auch gerade noch andere Menschen tief ins Herzen. Oder wie jemand anders sagt, jetzt muss ich da noch mal ein bisschen runterscrollen, ich möchte unsere Familie neu definieren. Wir sind nicht mehr arm, wir können geben im Überfluss. Und das ist auch so ein Wechsel von Luz zu Bethel. Und ich danke dir, Gott im Himmel, dass du mit deiner ganzen Kraft für diesen Gedankenwechsel einfach arbeitest und alles gegeben hast, auch mit deinem Sohn Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz und alles getragen hat, unsere ganzen Armutsgedanken getragen hat, und das geben wir heute ab, da wo es erkannt wird, und lassen uns berühren von dem Gott, der mehr als genug ist, von dem Gott, der Überfluss hat. Mein Becher fließt über, spreche ich dir zu. Dein Becher fließt über, weil es so steht in der Schrift, und nicht gerade genug oder knapp zu wenig, sondern mehr als genug. Ja. Und Gott, ich danke, dass du dort jetzt gerade, wo unsere Kinder an einer Situation sind, wo alles anders optimal ist, ich danke dir, dass du gewaltige Pläne hast gerade für diese Tochter, die jetzt Essstörung hat, aber auch für andere Kinder, die vielleicht auf einem krummen Weg sind. Ja. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt gerade ein neues Bild gibst den Eltern, was du noch tun möchtest durch sie. Dass du aus diesem Mess a Message machen möchtest, dass du aus diesem Test, it will be a testimony, wir nehmen das an, dass es noch nicht fertig, das letzte Wort ist noch nicht fertig, und wir stellen dich drüber, und wir danken, dass du ein wunderbarer Vater bist, der nicht aufhört nachzulaufen, und ich danke dir, dass da wirklich jetzt gerade neue Hoffnung reinkommen darf, und ich spreche wirklich eine neue Perspektive aus, eine neue Sicht aus. Und wenn du nicht weißt, wie deine Perspektive anders werden kann, dann lade ich dich einfach sowas von Herzen ein. Nimm zum Beispiel Psalm 139 für dich ganz persönlich und sagst, ich bin die von allen Seiten umgeben ist. Ich bin die wunderbar und einzigartig gemacht ist. Ich bin die schon im Mutterleib von Gott gewollt ist. Ich bin die berufen und gesalbt ist, den Armen die frohe Botschaft zu schicken. Was auch immer, nimm diese Bibelverse und sprich sie über deinem Leben ganz persönlich aus, weil das hat eine Kraft, und auch da kommt der Segen von Gott mit diesen Worten, weil es ist die Wahrheit. Und danke, lieber Vater, im Himmel, dürfen wir unsere Situation neu benennen. Du bist ein Gott der Hoffnung. Amen. Du bist nicht ein Opfer von unseren Fehlern oder der Situation, wo wir drin sind. Vielleicht haben wir Kinder, die den Weg nicht gehen, die krank sind.
Ich habe jetzt so viele Dinge gelesen, das ist einfach der Ist-Zustand Ja. jetzt, aber unsere Identität wird nicht definiert, was wir getan und gemacht haben, sondern wir sind Söhne und Töchter Ja. Gottes. Wir haben einen direkten Zugang zu dir und du bist unser liebender Vater. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass wir jetzt einfach mit dir zusammen sagen können, mein Leben ist definiert und mein Leben hat eine Perspektive, weil Gott hat versprochen, dass nichts kann mich trennen von seiner Liebe, weder Hohes noch Tiefes, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Mächte und Gewalten. Also Mächte und Gewalten heißt auch nichts, auch in der unsichtbaren Welt. Ja. Es gibt keine Dämonen, die stärker sind als eben die Mächte Gottes. Und ich danke dir auch für diese Zusage, dass ich einfach weiß, dass du mit meinem Leben, du kommst zum Ziel und du hast Engel befohlen, mich zu tragen in den Momenten, wo ich nicht mehr die Kraft habe, wo ich nicht mehr die Möglichkeit habe, hast du versprochen, mich zu tragen. Amen. 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 Wow. Powerful. Ja. Hey, so gut, liebe Leute. Danke vielmals für all diese Statements, die ihr da in den Chat hineingeschrieben habt. Ich glaube, das hat so viel Power. Jemand, Leo, sagt gerade, danke vielmals, dass du diesen Vers mit dem Engel und Bibelvers, Engel, dass wir nicht den Kopf anstoßen würden, erklärt hast. Jetzt kann ich diesen endlich verstehen. Das ist also so cool. Danke vielmals. Hey, danke vielmals dir auch, dass du einfach heute dabei warst im Gebet und mit deinem Herz und dich auftust für Gott. Das ist einfach so krass. Und ja, wir werden wieder da sein, nächsten Sonntag. Werden wir weitermachen mit der Engelserie und ich freue mich darauf. Hoffentlich du bist auch dabei. Leo und Susan ist halt auch wieder dabei. Ja, auch wieder dabei. Und vorher noch an der Ladies Oh, Lounge. das ist natürlich, die Ladies Lounge ist big. Gibt es auch online jetzt. Du kannst dich easy einschalten, dazuschalten. Geh auf unsere Homepage, wenn du dich noch anmelden möchtest und schon im Voraus Informationen. Es ist für online kostenlos. Das ist krass. Ja. Hä? Ja. Was für ein Geschenk. Also, Ja, das haben wir auch bewusst entschieden, weil es gibt ja viele, man kann es auch kostenpflichtig machen, aber wir haben gefunden, es ist ja, wenn wir merken, wir haben genügend Anmeldungen in der Halle, dass wir die Grundkosten decken können. Wir wollen einfach ein Segen sein, weil es gibt wirklich viele Leute, die haben die Finanzen nicht. Aber können auch dann natürlich auch Männer zuschauen. Das ist natürlich das andere. und wir können auch online spenden. Man kann auch online spenden. Genau. Hey, so gut. Danke vielmals. Danke vielmals. Tschüss, bis bald. An Ladies Lounge und Tschüss. Sonntag.